Willkommen beim Webinar von Haut, wo man zum gesehen wen zu Lützburg kann Steuern spüren. Ich stelle mich ganz sehr vor, mein Name ist Patrick Malje, ich bin der Mitgründer von tax6.lu, der Plattform, die ich dringend erlaubt, die Steuererklärung ganz einfach online auszufüllen. Während dem ganzen Webinar seht ihr links auf eurem Schirm einen QR-Code, den könnt ihr scannen, wenn ihr einen von unseren Experten wollt, an einem Telefongespräch, ganz einfach herausfinden, wie ihr auch Steuern an eurer Situation könnt spüren. Das heißt, beginnt es durch weil der Optionen sind, an welche Optionen dann noch Sinn machen an ihrer ganz persönlicher Situation. Da fängt man direkt an. Und zwar machen wir einen kleinen Überblick, was die Steueroptimierung heute zu Lützburg ist. Für einfach auszudrücken, wenn wir von Steueroptimierung schwätzen für Privatleute, dann geht ganz einfach darum, verschiedene Freien, die in auf seiner Steuererklärung aufzusetzen und dadurch kann in der Steuern spüren. Wie viel Steuern die spürt, das hängt zum größten Teil von seinem Revenu auf, da sind wir nur in einer Minute. Am großen Ganzen hat er auf einer Seite natürlich alle Revenuen, wie zum Beispiel für die meisten, das hat ein Salär, an verschiedene Sachen, die ihr könnt aufsetzen, und wir sehen heute auch im Detail, was die verschiedenen Optionen sind. Das geht dann der Revenu imposable, also das ist den Revenu, der dann besteuert wird. Für den einfach zu machen, kann ich sagen, dass was der Revenu mehr höher ist, werden noch dem Moment muss mehr Steuern bezahlen. Umgedreht ist das natürlich dann noch, wenn ihr wollt Steuern bezahlen, dann muss ihr einfach probieren, das Deduktionen so hoch wie möglich zu machen, ganz einfach, dass der Revenu imposable nicht klein wird, an dem Moment dann noch Steuern auffallen. Wie viel kann ich spüren? Wie gesagt, das hängt von dem Revenu auf. Hier sind ein paar Beispiele, wenn wir längst am Tableau gucken, für einen Célibataire, den rund 3.000 Euro brutto im Monat verdient, da spürt den ungefähr 21% auf dem, was den aufsetzt. Wenn wir einen Célibataire haben, der bei 5.000 Euro brutto im Monat ist, da sind wir ungefähr bei 42%. Aber wenn man einen Hund, den 12.000 Euro brutto im Monat verdient, da sind das schon 43%. Das heißt da ganz einfach, dass von der 1.000 Euro auf der Steuererklärung aufsetzt, dass da rund 430 Euro Steuern spürt. Also das ist so der Fall für den Célibataire, den 12.000 Euro brutto verdient. Das heißt, für herauszufinden, was den Steuern spürt, muss man immer gucken, was die Familie, also die Person oder die Familie verdient, für herauszufinden, was den Taux marginal d'imposition ist, an die sehe das dann noch, wie viel Steuern sie kann spüren. Das hängt also wirklich immer von Fall zu Fall auf. Dafür umso besser, wenn da mit der Equipe so ein Call bucht, und da gucken wir zusammen, was das konkret bei euch heißt. Aufsetzen heißt nicht Steuern spüren. Das ist noch ein bisschen dabei, dann heißt es Leute, okay, wenn ich 1.000 Euro auf der Steuererklärung aufsetzen, dann bezahle ich 1.000 Euro meiner Steuern, das ist nicht der Fall. Also Ziel, wir haben als Beispiel hier gesehen, abhängig von dem, was er verdient, spürt er dann mehr oder weniger Steuern. Den Gros von unseren Klienten auf tax6.lu, die sind ungefähr bei 42%. Also das ist schon etwas relativ heftig ist. Und das heißt noch, dass die Leute, wenn sie 1.000 Euro aufsetzen, rund 42%, also 420 Euro im Moment auf Steuern geben spüren. Was sind die verschiedenen Deduktionen, die man zuletzt auf der Steuererklärung fanden? Schon die halbe regruppiert, das nennen wir Dépenses spéciales. Da fanden wir zum Beispiel Zinsen auf präpersonellerem, da fanden wir verschiedene Assuranzen, die da bezahlt. Da sind auch Kontributionen auf eine Privatpension dabei, Bausparvertrag, und aber nach Dorn. Dann haben wir was genannt, Abattement, das also statt am häufigsten ist, was man da gesehen, das sind Frais de Domesticité, das sind also Frais für die Crèche zum Beispiel oder für ein Putzfrau, die da daheim hat. Und aber noch, und das ist ein bisschen mehr, so wie ihr schon seht, außergewöhnlich, das sind Charges extraordinär, auch die sehen wir heute ganz kurz, was da alles drin fällt. Andererseits wäre gut ein Proprietäre von ihr, wenn der Proprietär sieht und du den Prä für das Haus, das Appartement zu finanzieren, da können auch Zinsen von dem Prä aufsetzen. An der Tür, wo der Habitation gekauft hat, sind noch verschiedene Freien Notar an Bankfreien für den Prä abzumachen, die in dem Moment kann aufsetzen. Wir gucken uns, wie gesagt, heute die verschiedenen Deduktionen in Algorithmen nun, weil du musst wissen, dass praktisch für Algorithmen die verschiedenen Deduktionen gehen Maximum Beträge, die da könnt aufsetzen. Die stehen immer auch am auch immer ein Beispiel, wie was da konkret für eine Familie kennt heischen. Fangen wir mit der Kategorie. Ob der Steuererklärung sind die zwei zusammen geworfen. Das sind eigentlich Zinsen Präpersonell oder verschiedene Assuranzen, die da in dem Moment
laufen hat. Wenn wir von Zinsen schwätzen, das häufigste, was man bei Tax6.lu gesehen, das sind Prä für ein Auto, wo du dem Moment eben Zinsen könnt aufsetzen. Das können aber Zinsen sein, die du bei einem Konkurrent hat, weil ein Minuswert, die könnt ihr auch dem Moment aufsetzen, aber auch Zinsen auf der Kreditkarte. Normalerweise zu Lützburg hat den Dolo kein Direktzinsen, wenn der vom Monat ein Visasrecht nicht Kind bezahlen, da fallen doch Zinsen an. An dem Moment können die auch Steuererklärung dabei setzen. Bei den Assuranzen, da haben wir verschiedene Assuranzen, die ganz geläufig sind, da denen das schon mal die Responsabilität zivil für ein Auto, also das ist die Assurance, die da zuletzt gebraucht für ein Auto zu bewegen. Ganz wichtig ist, dass eben just den Teil RC, also Responsabilität zivil, Haftpflicht, die da könnt aufsetzen, wenn ein Vollkasko bei einem Auto hat, die Vollkasko ist nicht aufsetzbar. Du kriegst auch immer von den Assureuren ein Zertifikat, wo genau drauf steht, wer da dem Moment darf aufsetzen. Dann hat er Lebensversicherungen, die aufsetzbar sind, und aber auch Zusatzkrankenversicherungen, die in dem Moment an dieser Kategorie kann dabei setzen und die auch voll aufsetzbar sind. Weil das der Plafond, bei dem das 672 € pro Person an ihrem Haushalt, das heißt, wenn er zu 2 sieht, wird mal 2 multipliziert, wenn er zu 2 sieht, dann 2 Kanner, mal 4, also weiter. Ich sehe mal ein paar Beispiele. Ein Celibatär, den 672 € kann aufsetzen, wenn er das möchte, und wäre bei 42% Marginal, so wie wir gerade gesehen haben, da gibt es ungefähr 280 € Steuern spüren, dadurch, dass er die 672 aufsetzt. Ein Koppel ohne Kanner sind dann 1344 €, die kann aufsetzen, die spüren also 560 € Steuern dadurch. Und ein Koppel mit 2 Kanner kann bis zu 2688 € aufsetzen, und die geben dadurch rund 1120 € Steuern spüren. Hier ist ein Beispiel, was du bei den Assuranzen drin fällt, heißt eine Lebensversicherung für die Kanner in diesem Fall. Bei der Lux heißt die Lux Education. Und du hast ganz einfach ein Beispiel, wenn du 100 € im Monat während 18 Jahren investieren für das Kind, das kann ich zum Beispiel direkt bei der Geburt abmachen. Da gibt es Kant für, wenn du auf die Uni geht zum Beispiel, wird all Trimester ungefähr 800 € ausbezahlt kriegen, wenn die also die Eltern noch leben in dem Moment. Das gibt auch hier schon, also sie kriegen während 5 Jahren ausbezahlt, all Trimester, also gibt kann ungefähr 16.000 € im Moment kriegen. Und da gibt ganz viele Kuverturen, da gehen wir nicht in Detail, dafür ist besser, die Bucht ein Call mit uns, da kann man es dann zum durchrechnen. Wenn er eben älter gibt sterben durch ein Accident auf der Straße, da gibt es zusätzlich 92.600 € ausbezahlt gehen. Aber wenn die 2 älter gibt beim Accident auf der Straße sterben, da wären das über 185.000 €, die in dem Moment geben, ausbezahlt gehen. Was spüren du Steuern, weil wenn man davon ausgehen, dass das Familie 100 € im Monat während 18 Jahren investiert, dann haben sie am Ganzen über die 18 Jahre rund 21.600 € abbezahlt. Dadurch, dass das aufsetzt auf der Steuererklärung, spüren sie, was die 18 Jahre rund 9.000 € steuern. Also hat die ganze Assurance schlussendlich nach 12.600 € gekostet. An Kant kriegt Minimum die 16.000 €. Wie gesagt, wenn ich etwas geschehen, kann durch den Jahr kriegt Kant ein gut Stück mehr ausbezahlt. Du hast am besten sich bei zu melden, das hängt von ganz verschiedenen Faktoren auf, ein Alter, aktuell die Laufzeit vom Kontrakt und so weiter. Eine andere Assurance, die aufsetzbar ist, als Zusatzkrankenversicherung, da haben wir bei der Lux DKW Lützeburg. Diese hält also stehen, die Assurance bei der DKV, die am meisten geholgen, dann die am meisten couvriert. Also Beispiel für 2 Älteren, die haut 30 Jahre an 2 Kanner, war das so aufgedeckt, wenn er zum Beispiel muss an Spidol gehen, aber auch wenn der bei den Doktor geht, an der CNS zum Beispiel remboursiert nicht alles, da kann TKV einen Deal überholen, selbst Brille, Kontaktlinsen, Zähne, die müssen gemacht gehen, die Kine, Osteopathie, andere ganz grob eine extra Kuverture, wie zum Beispiel eine Assurance von irgendeiner Vakanzbrief geschehen, fallen du mit drin. Die Familie Hai, die hätte für so ein Easy Health optimal, hätte für rund 2.418 € Jahr, also geht für rund 1.008 € Steuern spüren, wenn sie auf der Steuererklärung aufsetzen, sodass die Assurance schlussendlich just nach 1.410 € Jahr kostet. Zusatzpensionen, ein großes Thema, weil viel geschwärzt geht in der Zeit, die wird privat Zusatzpensionen.
Du huet zum Beispiel also wie funktioniert dat, dat sech Kontrakt wie Di entschiet, wieviel das op abbezuelt, Di könnt ab 5 Euro Mën kënne se Kontrakt opmachen, Di könnt de Monte och an Lot setzen, Rufsetzen oder ganz stoppen, wann den Kontrakt bis left. Di könnt op die Suen fréstens mat 6 Joer zréckgreifen an de Kontrakt muss Minimum 10 Joer läfen. Dat Techt mat den 10 Joer, wat der Haut 5 Joer als kënne natürlich noch so Kontrakt opmachen, Di left am Minimum 10 Joer, also könnt der fréstens mat 5 Joer op die Suen zréckgreifen. Tut bei dese Kontrakt dat 2 Optionen, dat eenent ass d'Opioun Performance, du ginn ja Suen sech an verschieden Fonds d'Investissement, also Investmentfongen investéiert, an die andere Option dat das Securité, wo der en Kapital garantiert krit de Moment van Kontrakter fertig ass, zum Beispiel mat 60 Joer. Wat noch muss fëssen ass dats dat Geld, wat en vum Kontrakt ausbezzuelt krit, dat gëtt versteiert mit nëmme mam Demi-to global. Demi-to global as sech Talschen vum Durchschnittssteiersatz, den der dat Jo ebe misst, weil Revenuen bezuelen. Die meescht Klient vun eis, die fan se stuiert vu tschen 15 bis 20% Besteuerung. Wat kann den aufsetzen? Dat sind 3.200 Euro pro Erwussenen am Stot, kann fallen haine drinnner fir de Plattform zu definieren, aber noch muss fëssen ass dats die 3.200 Euro wirklich pro Person sind. Dat kann also net sinn, dats en an der Koppel zum Beispiel seht ech mal 2.3.200 Euro op mein Numm, dat geht net, das also 3.200 Euro op de Kap vun der erwussener Person. De Beispieler en Zelibatär kann also 3.200 Euro aufsetzen, gif run an eisem Beispiel mat 42% marginal 1334 Euro Steuern all Jo spuren. Eg Koppel, die zwee so Kontrakt opmëcht an de Maximum abbezuelt, kann 2.660 Euro Steuer spuren all Joer. Anselwech eng Koppel mat 2 Kanner, well mir gesoten das Kanner net zielelen, och 6.400 Euro am Maximum, a gift rund 2.660 Euro Steuern spuren. Bei de la Lux do hecht de Produkt EasyLife Pension, wann also so Kontrakt opmat op ha an diesem Beispiel 30 Joer, an der gift du 100 Euro de Mount investieren, dat wären 1200 Euro Tür, die Kind aufsetzen, da gift der rund 500 Euro Steuern all Jo spuren. An iwwer die 30 Joer geguckt hätte statisch so 15.000 Euro an den Pensionsplan do geschenkt. Wann der 267 Euro investiert, dat er sech dem Maximum fir op die 3.200 zu kommen, da spurt er all Joer rund 1334 Euro Steuern. An op 30 Joer guckt, sind da sogar iwwer 40.000 Euro, die de Staat ech durch Steuerspurnisse hai schenkt. Bausparvertrag, auch zu Lützburg ganz verbreders. Da ginnt auch paar Regeln. Bausparvertrag, da kann de bësse gucke wie Spurkonto, wo der Geld dropsetzt. An no 10 Joer könnt op die Suen zurückgreifen, an de muss in dem Moment der benutze fir Erd doheem. Dat heißt, könntest du nur 10 Jahre benutzen, für zum Beispiel neu daheim zu kaufen oder ein Haus zu bauen. Die können auch benutzen, um daheim zu renovieren, von der Haut schon proprietär sieht. An 10 Jahren ist bestimmt irgendetwas, was fällig geht am Haus, wo die Sonne dafür könnt benutzen. Aber nicht fällig werden, hat an 10 Jahren nach Prä laufen, da könnt ihr die Sonne holen, für die Prä vom Haus zurückzubezahlen. Wie gesagt, ganz wichtig, es muss Habitation principal sein, nicht daheim. Die Sonne können ihr nicht benutzen, für zum Beispiel irgendwo ein Haus auf der Côte zu kaufen. Plattformen, die aufsetzbar sind, das sind 672 Euro pro Person in einem Haushalt. An, wann der méi jung sieht wie 41 Jahre, dat verdoppelt. Dat heißt, wenn der Lot zu 2 gibt de Kontrakten opmachen, als 2 älteren Deler zum Beispiel, an even nicht 2 méi jung wie 41 Jahre, dem Moment gëtt de Plattform auch verdoppelt. Da si auch as Beispiele ha senke de Zelibatär mat 30 Joer, die kann 1344 Euro all Joer aufsetzen. Dat gibt dann ungefähr 560 Euro Steuerspurisme. Ein Koppel die kann auch an 30 Joer, die können 2.688 Euro aufsetzen, rund 1.120 Euro Steuerspuren. An ein Koppel, wo den einen 45 Jahre lass und den anderen 31 Jahre mit 2 Kanner, die könnten nach so lang wie die zweite Person von der Koppel mehr jung als wie 41 Jahre bis zu 5.376 Euro aufsetzen und dadurch 2.240 Euro Steuern spüren. Bei Transitspinello schafft man mat Wüstenrot. Zuletzt gibt noch 2 Bauspurkäsen, das Wüstenrot a BHW. Heißt du Beispiel für Kontrakt op 10 Joer, enke längs Grenghanner löscht, ein Koppel,
ohne Kanner, die könnten all Monat bis zu 224 € abbezuelen, gefen ungefähr nur 10 Jahre 26 bei 27.000 € dann auf dem Konto stehen hun, dat sie dann können sich ausbezölle lassen. An iwwer die ganze Dure, dat ich iwwer die 10 Jahre huet letzte Staat hinnen durch die Steuersparnisse rund 11.208 € Steuern gespurt. Gelhannerlecht koppel ochresschirmer 2 Kanner, bei die könnte bis zu 440 € dem Monat investieren. Die hätten dann bisssen Manner wie 54.000 € nur 10 Jahre do am Konto stoen. An iwwer die 10 Jahre huet letzte Staat hin sech von denen 54.000 die sie ausbezahlt kreen, da rund 22.416 € Steuern geschenkt. Also praktisch beigelöscht bei der Ersparnis. Dann kann en zuletzt op der Steuererklärung auch aufsetzen. Wichtig, das müssen ASBLen oder ONG sind, die vom Staat unerkannt sind. Die können halt zuletzt unerkannt sein, die können aber auch in einem anderen europäischen Land vom Staat unerkannt sein. Und auch da eine wichtige Kondition, es muss ein Minimum 120 € am Ganzen als Land gemacht werden, für sie können aufzusetzen. Es gibt auch Plafonds, die sind aber relativ fähig. Die können bis zu 1 Million € aufsetzen, respektive maximum 20% von ihren Revenuen, die da dem Moment als Don könnt auf die Steuererklärung aufsetzen. Die Manze kommen aber auf die Montant. Ein Beispiel, wenn er 2 Don hat von 50 € pro Jahr, also 100 € im Ganzen, da könnt ihr den nicht aufsetzen, weil er nicht auf den 120 sitzt. Wenn er nur 6 Don hat von 20 € oder 120 € im Ganzen, da sind die 120 € dem Moment aufsetzbar. Dann hast du doch ganz geleefig als Frais de Domesticité. Da fand sich zwei Kategorien dran. Das alles, was die Botze von ihrem Beheim betrifft. Das kann eine Person sein, die dir selber erstellt, also die da offiziell ummeldet, als ein Salarié. Das kann aber auch eine Firma sein, die da rekrutiert, für bei dir daheim Haus zu botzen. Wichtig ist zu sagen, dass das muss den Interieur vom Haus sein, wenn der natürlich eine Entreprise hat, ein Gärtnerbetrieb, den ich den Garten treiben möchte, das fällt da leider nicht drin. Dann bei Dr. fällt die Fredegard für die Kanner, das geliefert ist mittlerweile Crèche, den Teil, den er selber muss bezahlen. Und dann Maison Relais, selbst Maison Relais als Jurcenter, letztes Jahr mengglisch als gratis, die muss er noch bezahlen während der Vakanzen. Und in dem Moment können die Freien auch geltend machen. Weil das der Plafond, weil normalerweise ist der Plafond 5.400 € pro Haushalt. Das ist aber so, dass in verschiedenen Fällen kann der Plafond auch höher ausfallen. Das ist aber eine relativ komplizierte Rechnung. Bei Tax6.lu geht es, dass ihr einfach den Sum von aller Freien angeht, und das System wird automatisch gucken, ob es 5.400 Maximum ist oder ob es eventuell auch mehr aufsetzt bei dem Moment wie. Beispiel drinnner hat eine Familie, die Crèche, der hat Crèche-Freie für 4.000 €, der hat eine Botsfirma für 2.000 € die kann in dem Fall hat sie 6.000 € Freien, sie kann aber just 5.400 € aufsetzen durch die Plattform, die wir gerade gesehen haben. An dem Moment geben sie rund 2.251 € Steuern sparen. Charge extraordinär, wie nur schon seht, das sind also Freien, die da ausnahmsweise hat, so ein Schlomoll. Was fällt da zum Beispiel drin? Das könnte so sein, die da ihren Eltern muss gehen, weil die ohne die Suche nicht können evaluieren. Das ist doch echt selten zu Lützeburg, weil man zu Lützeburg ein Pensionssystem haben. Wir waren da schließlich Eltern in einem Land, wo sie wirklich schon dem Geld aufhängig sind, was dir hinschickt. Da könnt ihr das im Moment halt probieren, geltend zu machen. Selbst doch Rechnungen, die nicht ganz von ihrer Krankenkasse überholt gehen, also weder von der CNS oder von ihrer privaten Krankenkasse, können daher auch geltend machen. Auf Quotefreien für zum Beispiel eine Schädigung, wenn der Freien nicht für Kanzer adoptieren, Freien nicht für von der Familie zu berufen. Das sind Beispiele, die da im Moment probieren aufzusetzen. Es gibt also kein wirkliches Plafond, mehr es gibt aber ein gewisses Minimum. Gesetz so vor Charge normal, den ihr muss überschreiten, für können etwas aufzusetzen. An den die Charge normal, die hängt sich auf von der Komposition von ihrem Haushalt, das ist wie viel da sieht, und auch von dem, was er verdient.
Auch do kompliziert zu rechnen, also System staat bei Tag 6.lu automatisch die Stege einfach die verschiedene Charge extraordinär an das System werde ich dann so ob der die könnt aufsetzen oder nicht. Vom Beispiel en Koppel mat zwe Kanner, déi e Revenu imposabel annuell hoch vun 120.000 €. Du hast die Charge normal, dat wären ungefähr 7.200 €. An de kënnt sech just Appppes aufsetzen als Charge extraordinär, wann der iwwer de 7.200 € sit. Dat Techt van der Lo vun der CNS eng 1.000 € net remboursiert krit het während dem Steuerjoer, dann können die Hai net aufsetzen, die net akzeptiert, weil der eben innner den 7.200 sit. Heißt zum Beispiel, du wäre Charge extraordinär gewircht von 10.000 €. Wenn du kann aufsetzen als Schlussdifferenz zwischen denen 7.200, also dem Minimum, an den 10.000. Das wären also 2.800 €, die das Familie Haikind aufsetzen. Also geben du dich auch rund 1.167 € Steuern spüren. Dann Habitation principal Tisch Haus oder Appartement wo der Trawund. Do gin doch Änderungen sind da also an lächen Zwer gouf doch relativ viele Änderungen. Do se verschiedene Plattform an Lot gesagt, wie Zinsen an Lotgänge sinn. An wat lo gucke, dat sech dat de Disponibilité mir komme gleich darüber zu schwätzen. Das so dass ab dat de Disponibilité könne die 2 Echtüren Zinsen integral aufsetzen, also oni Plafond, dann die nächst 4 Joer sind 4.000 € pro Person am Haushalt, die nächst 5 Joer 3.000, an no sind 2.000 € pro Person. Weil das die dat de Disponibilité, dat goufet 2023 as sech so net. Du hast immer geguckt gehen, wat das dat Doménagement ist. Wat das ein Datum, wo Dich op Gemeng umgegangen se, an den du da gespielt willst, guck wat de Plafond ass. Van der 2023 raggeplnnert sit, dann ass dat nommer den Datum, den noch hai als dat de Disponibilité geholget. Van der no 2023 raggeplnnert sit, dann ass die dat de Disponibilité, die hängt de bisssen davon auf, wat der kaft huet. Van deng Fefas, also eng neii Konstruktionun, dann gëtt du sech den Datum geholl, wo dat Schlüssel vum Promoteur dann eben krit huet, wo d'Haus fertig war. Van ders kaft, wat der sech kind direkt bewunnen, dat Di kaft, dann theoretisch kind auf direkt selbst Datum abplnneren, dann ass doch den Datum vum Notar, den als dat de Disponibilité geguckt gëtt. Dat doch van Dir just pu Wochen du no abplnnert, weil danach ausfüllt na Jostrechen, dann gëtt trotzdem Datum vum Notar geguckt. Wann der Apps kaft, wat schon besteht, an dats wirklich total raufkom, also vetuste, vu vetusté schwätzen du Gesetz, dann gëtt geguckt wie der Rapplenner de Benom renovieren. Fi das als vetust unerkannt gëtt, muss et schoch wirklich raufkom sinn, Tischcht pro Beispiel dat der fir keng sanitär dra sind, kein Fensteren, kein Dach mehr Haus. Also muss schon wirklich, kann man so eng Ruin sinn, fir dats du wirklich dat Doménagement da geguckt gëtt, Techt van der wirklich eng Ruin kaft an die braucht 1-2 fir dat ze renovieren, dann gëtt du als dat Disponibilité den Datum geguckt, wo dort gemenget. Dat muss er könne beleen. Techt van der so en Apps kaft hut, am besten soviel wie méich Fotoen davon halle fir der Steuerverordnung zu beweisen, dat dat wirklich eng Ruin war an dats da net het können wirklich direkt doch abplanen an dem Moment wo du beim Notar dat Haus, also den Akt ënnerschriwen fir das Haus ze kaufen. Zwei Beispieler, da den das du den Haus kauft, wat schon existiert huet, an der 2024 ein Notarsrendezvous fir dem ze kaufen. Dem Moment könnt am Jahr 2024 an fir 2025 Zinsen integral aufsetzen ohne Plafond. Ab 2026 wird dann der Plafond von 4.000 € pro Person an ihrem Haushalt die gif spillen. Wann ein Appartement kauft 2020 wo der geplant sit, dann ass et 2020 wird geholget ass dat de Disponibilité. An dem Moment gibt schon de Plafond dann fir d Steuerklein 2024 wird dat an de Plafond von 4.000 € pro Person de gif spillen. Och do Tag 6.de geht due, dass die Donnéen ganz einfach ugeet fini, dass kauft huet, fin, dass geplant sit, an dann rechnet das System automatisch die richtig Plafonden firch aus. Steuererklärung allgemeng, die könnt ihr wie der bestimmt fest bei Sit machen, Tag 6.lu, da sind System den ganz einfach ist, wo da sich einfach einen Account bei uns opmacht, an ihr dann durch die verschiedenen Formulären durchgelegt wird von der Frot als Ekipto für ihr Fragen zu beantworten. An zum Schluss könnt ihr dann Steuererklärung fertig ausgefüllt
Roflöden an op de Steuerbüro checken. Wat och nach en Deel vun einem Service ass eben so en Uruf, wie du gesot, wo da könnt man als Experte gucken, wéi der Steier kën spuren. Dat kënnt och den de Service kën doch benutzen, wann der noch net Klient op Taxi.lu sit, méi lo moment vum Joner se raus van der wéi der Steieren kënnt spuren. Den Uruf dat sinn normalerweise die 15 Minuten, wat Mamer do de guck summen de Point ze machen betreffend Situation, wer der moment verdingt, wer der de Moment aufsetzt, wer der zusätzlich kind aufsetzen. Ich mir gucken die verschiedenen Optionen, die da hut. Mir rechne fir aus wie viel Steuern, dass konkret kann Spuren mat den verschiedenen Optionen, die da hut. Aber mir helfen ich auch dem Moment, wann ich dat interessiert, mat den Produkten, die dem Moment gift an ihrem Fall Sinn machen. Tisch zeigt net de QR-Code zu scannen, a ganz einfach een Uruf mat eng von als Kipp zu buchen. Van der Frohnhut betreffend Steuererklärung selber Fiskalität, dann ass einfachlich schreibt als ein Expert op help@taxix.lu an dann gemäß do Hëllefstellung betreffend Steuererklärung. Dat heißt, wann der ich der Frohnhut betreffend Steueroptimierung bucht ganz einfach so en Uruf, dat kann dir schnell, oder wann eng Frot betreffende Steuererklärung, dann das Mail op help@taxix.lu. Dat war fir den nächsten Überblick vun Haut. An de PD schon man nach een Webinar betreffend privat Zusatzpension, dann bis mich spät iwwer alles wat Assurance betrifft, andere Webinar betreffend de Bausparvertrag mocht do bis mehr an den Detail gin. An all die Webinare fan der Herr noch bei Sit taxix.lu, du hast owen Menü Webinar an du fan gut die Webinaren zreck. Schoffen war interessant an zeigt net als Kontakteier wann der eng frot. Schönen Tag. Merci.